So, moin nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind jetzt schon bei der zweiten Lektion bei den Farben und da gehe ich mit euch nochmal kurz wieder die Handreichung durch und das Material und wie das Ganze so gedacht ist. Wir haben natürlich wie beim ersten Mal auch wieder 3 Videos. Das dritte gucken wir jetzt gerade an. Das ist nur für euch. Die ersten beiden sind für den Unterricht, wie gehabt. Das heißt, wir gehen davon aus, wir können erstmal das erste Video angucken mit den Kindern. Da wird schon mal das Thema mit den Farben eingeführt und auch gezeigt, wie die Karte für das Klappenbuch gebastelt und ausgemalt wird. Und im Anschluss an das Video kann das dann mit den Kindern in Ruhe gemacht werden. Wir schneiden aus, wir malen aus, wir kleben ein und so weiter. Dann ist natürlich Zeit, bevor das Spiel gespielt wird, auch nochmal die Farben nochmal zu wiederholen, ob die Kinder sich erinnern an das Video. Die Farben können nochmal an der Tafel gesammelt werden. Es gibt Material, wir können nochmal eine Wandzeitung aushängen, ein Plakat zur Erinnerung an die Kinder. Es kann auch dann zur Vertiefung natürlich nochmal, das kennt ihr alle, einfache Spiele gespielt werden. Findet was in der Klasse, das rot ist, findet was in der Klasse, was grün ist, lauf hin und zeig drauf und so weiter. Da haben wir auch Vorschläge für in der Handreichung. Die Kinder fragen sich gegenseitig ab, ob sie etwas in einer bestimmten Farbe besitzen und so weiter. Wenn die Kinder dann ihre Karte gestaltet haben und man das ein bisschen vertieft hat, dann spielen wir einfach Ich seh man wat du nicht süß und das ist rot. Das Spiel ist bekannt, ist glaube ich alles selbsterklärend. Und im Anschluss wird das zweite Video gezeigt, es gibt den Witz und das ist der Rausschmeißer. Wenn es ganz viel Zeit gibt, können natürlich gerne weitere Farbspiele gespielt werden. Was Sie kennen und so weiter, das ist alles kein Hexenwerk. Ich glaube, mehr müssen wir zu dieser Lektion gar nicht sagen. Hilfreiche Phrasen für den Unterricht für Lex 2 sind wat für ein Farb het, was für eine Farbe hat. Oder wat ist dat hier für ein Farb, was ist das hier für eine Farbe. Wo heit düsse Farb hier, wie heißt diese Farbe hier. Bemerkung bei der Aussprache, es gibt im Plattdeutschen 2 verschiedene A-Laute, die unterscheiden sich natürlich nach Region nochmal, aber grob in unserem Ausgleichsplatt gibt es ein helles A und ein dunkles O. Und das helle A haben wir hier ganz oft in der Farb, die Farbe. Haben wir aber auch in allen kurzen Wörtern, also wat und dat, nat und so weiter, das ist das helle A. Dahingegen haben wir das lange A im Niederdeutschen ist in der Regel ein O. In manchen Gegenden auch ein O bis hin zum O. Wenn ihr das anders kennt, macht ihr das so. Wir halten uns aber erstmal an A und O. Ne? Wat für ein Farb het? Wo heit düsse Farb hier? Wies mir wat Rotes, Grünes, Geles. Zeig mir was Rotes, Gelbes oder Grünes. Wiesen zeigen, also weisen. Ich weise dir den Weg, ich zeige dir den Weg. Der Zeiger auf der Uhr, der Wieser. Der Zeigefinger, der Wiesfinger. Dat Arbeitsblatt utsnieden. De Kurt schön anmalen. De Klappen rin fohlen oder rin knicken. Fohlen falten oder rin knicken. De Kurt in dat Klappenbog kleven. Und immer nützlich, du bist an der Reich, du bist an der Reihe. Wichtig, auslautende Gs sind im Plattdeutschen immer ein CH. Also nicht du bist an der Reg, du bist an der Reich. Nu spielt wie, jetzt spielen wir, wat süßt du? Was siehst du? Ich seh man wat du nicht süßt. Und das ist soweit klar. Ne? Gut, ich hoffe, das hilft, um das Ganze noch etwas dialogischer zu gestalten. Und dann sehen wir uns bei Lex 3.